habe ich... Jetzt habe ich euch geschaut. So, habe die Ehre, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer nackfrischen Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Heute geht es um was? Das ist ein sehr altes Vorurteil über Bayern, und zwar, dass bei uns nur Volksmusik, Blasmusik, Blechmusik gibt und sonst nichts. Bei uns gibt es sehr viele andere, die auch sehr viel anderes Zeug kochen. Aber deswegen gehen wir heute trotzdem einmal den Themenbereich Blasmusik. Allgemein kann man sagen, bei uns ist schon viel Blechmusik, sagt man immer. Vorrangig auf die Bierzeltfeste oder auf Bürgerfesten. Was auch immer dabei ist, sind Beerdigungen. Gerade bei uns am Land, so in ländlichere Gegend, Beerdigungen, hast du oftmals Musik dabei, Blaskapellen. Festumzüge, Feuerwehrfestler, alle möglichen Festler. Mein Bruder und mein Vater spielen selber in einer Gruppe mit. Allgemein kann man sagen, dass so Kapellen, sagen wir mal, grundsätzlich besteht aus wahrscheinlich einer Trompete, einer Tuba, ein Posaun, ein Klarinetten definitiv. Wenn es nicht gerade in einer Kirche spielen, eine Marschtrommel, eine große Trommel, ich habe wahrscheinlich 1000 Sachen vergessen, und ein Tenorhorn. Man kann natürlich dann noch erweitern, dass man sagt, mehrere Instrumente, mehrere gleiche Instrumente in verschiedenen Tonlagen, weil Klarinetten, Tuba und Trompeten gibt es ja in verschiedenen Tonlagen. Also das gibt natürlich noch 100.000 andere Instrumente. Es gibt natürlich auch noch Musikgruppen, die das so erweitert dann haben. Aber wie gesagt, die Grundbesetzung, sage ich mal, ist eigentlich fast immer das, dass man sagt, man hat Klarinetten, Trompeten und so weiter. Direkt bei uns jetzt da in der nordöstlichen Oberpfalz wird viel böhmische Blasmusik gespielt. Ist ja klar, wir haben direkt an der Grenze zur Tschechei, wir sind Böhmen. Das tut mir jetzt leid, ich kann eher schlecht jetzt Beispiele bringen, weil GEMA. Wenn ihr interessiert seid in böhmische Blasmusik oder böhmisch-mährische Blasmusik, dann habe ich eine sehr gute Empfehlung für euch, und zwar Mission Böhmisch. Servus! Das sind aber gute Freunde von mir, für die habe ich auch schon öfter mal gefilmt und sowas. Europameister der böhmisch-mährischen Blasmusik aktuell. Schaut mal, ich verlinke euch die Facebook-Seiten, und ich glaube sogar, dass sie einen YouTube-Kanal haben, den kann ich euch auch verlinken. Schaut bei denen mal vorbei, da habt ihr gute Beispiele für böhmische Blasmusik. Ja. Sowas wird bei uns des Öfteren auf die Festler gespielt. Und dann hast du nur das, wenn du jetzt natürlich ein großes Bierzeltfest hast und sagst, du hast jetzt da 1500 Leute in einem Zelt und dann brauchst du Stimmung, dann machen es Musikkapellen bei uns in der Nähe meistens so, dass die anfangs traditionelle klassische Musik spielen, also nicht klassische Musik in dem Sinn, sondern klassische Blechmusik halt, und dann irgendwann zu einer späteren Stunde umschwenken, und dann kommen peppige Sachen, weil in Mosbach am Heimatfest zum Beispiel, in Waldürn am Heimatfest oder auch auf größere Feuerwehrfeste, aber da kommt nächstes Jahr noch was, das wird ganz interessant für euch. Ja, so viel zum Thema Blechmusik. Wenn ihr Fragen oder auch Anmerkungen habt, wenn ihr sagt, hey, ich spiele Instrument, ich habe schon öfter Nachrichten gekriegt von Leuten, die Instrument spielen. Natürlich haben wir bei uns in echt auch gerne mal ein Quetschen, Ziehharmonika. Dann dürft ihr diese mir auf jemand Anmerkungen natürlich auch hinschreiben. Ja? Was willst du? Ja, freilich. Wenn ihr sehen wollt, was sich bei den Instrumentennamen selber verändert, dann schaut auf meinem Video vorbei, das Instrumentennamen auf Bayerisch heißt. Da wird euch erklärt, wenn man dann zum Beispiel zu der Trompete auf Bayerisch Trompeten sagt und so weiter. Das war's
für die heutige Folge Bayerisch für Anfänger. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder ist. Bayerisch für Anfänger. Schaut, ich sage immer Bayerisch für Anfänger zweimal. Das hat sich letztes Mal schon blöd angehört. Schaut bei Snapchat vorbei, schaut bei Instagram vorbei, bei Facebook vorbei. Abonniert den Kanal, lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen nach oben. Und letztes Mal, wenn ihr kommentiert, ob es da geregelt oder käuflich zu erwerben gibt. Ja, bald. Gleich. Also, sobald ich es weiß, schreibe ich es euch. Wir sehen uns zum dritten Mal, zum nächsten Mal. Habe Servus, seid freundlich, euer Bavaria Blogger.